Selbst eisig kalte Temperaturen sind für einen Helden wie Link gar kein Problem. Willkommen zurück, Freunde, zu The Legend of Zelda, der Atem der Wildnis. Ja, hier oben ist das Programm, wenn man das mal so betrachten möchte. Obwohl, ganz ehrlich, Link, der hat, also ganz ehrlich, wenn jemand wie Link schon über 100 Jahre sich quasi da regeneriert hat, das überlebt hat und so weiter und so fort, der überlebt auch hier eine kalte, kleine Brise und umgekehrt. So, in der heutigen Folge wollen wir erstmal einen Krog holen, weil der ist hier oben. So. Das ist ja wohl. So, jetzt aber. Yeah, das ist mein Deck, Mann. Ich persönlich finde es ja voll fies, weil da oben sieht man gar nicht, dass da irgendwie etwas leuchtet, weil sonst. Ja, aber dafür haben wir eine Kochmaske, die mich insofern nicht verarscht hat, was ich ja zuerst fälschlicherweise annahm. So. Dann für heute habe ich wieder ein bisschen Amiibo-Action geplant. Auch Wolfe wird zurückkehren. Aber vor allem wird es eine kleine Kletterpartie werden, denn wir wollen uns dem Gebiet hier oben widmen. Dem ganzen Gebiet. Alter Schwede. Und aber auch schon mal ein bisschen mich umgeguckt, offscreen-mäßig, wo noch überall Schreine sein können. Zum Beispiel irgendwo hier unten, irgendwo hier müsste noch einer sein. Hier glaube ich sogar auch noch. Einer hier auf der Brücke, ganz seltsam. Ja, bin halt von hier aus und von dem Turm da drüben ein bisschen umgeflogen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir hier einen Schrein gesehen. Ganz seltsam. Oder, nee, warte mal. Oder war hier eine Schreinaufgabe? Irgendwas habe ich hier gesehen, weiß gar nicht mehr. Also, so ein Podium, versteht ihr? Und da habe ich ja schon markiert. Nee, war was anderes, genau. Aber hier müsste auch noch irgendwo ein Schrein sein. Hier unten sind da 4, 5. Also es gibt hier noch verdammt viele Schreine, die nichts mit dem DLC zu tun haben. Insofern, krasse Scheiße. So. Jetzt natürlich die Frage, wollen wir vielleicht sogar hier drüben ein bisschen umgucken. Denn hier habe ich im Prinzip eine perfekte Übersicht. Also rein theoretisch haben wir die Position nicht sehr genau eingeprägt, aber da drüben müssen noch diverse Schreine sein. Aber ich glaube, das sind alles solche, die man von hier aus gar nicht sieht. Verrückt, war. Die Frage ist natürlich, gehe ich einfach mal hier hoch zum Gucken oder so, oder mache ich es erst ein bisschen anders, was ich auch ein bisschen seltsam finde. Ich sehe den Schrein hier gar nicht, den da. Krass. So. Ich frage mich, gibt es überhaupt noch so viele Schreine, die wir einfach durch bloßes Gucken finden können? Also sprich, ja, nicht solche Schreine, die man halt irgendwie erstmal aufdecken muss, die eigentlich gar nicht erst da sind. Zumindest auch nicht an der Oberfläche, weil die hatten wir schon sehr lange nicht mehr. Fand ich aber immer die geilsten. Naja. Rivali? Wir powern los. Okay, die Welt legt gerade nach. Ist auch an der unten bereits. Das müsste der Sheikah-Sensor eigentlich bereits reagieren. Das sieht ein bisschen verdächtig aus. Wir fliegen mal hin, wa? Aber könnte auch gar nicht sein. Hä? Ist garantiert etwas. Ernsthaft? Ja. Also sagt er, hier ist garantiert etwas, aber ich habe nicht damit gerechnet. Aber wir sind 3 Krogs, kriege ich jetzt 3 Krogs? Wird zwar ziemlich cool. Okay, faszinierend. Also. Kacke. Ja, ich meine, ich bin natürlich schon mal hier. Das ist ein bisschen doof. Habe ich nicht irgendwo meine schönen Schneeschuhe? Hier.
Dann bin ich überall noch geschützt vor der Kälte einigermaßen. Das muss ich halt Dekomaske ablegen. Aber das geht schon. So. Was ich auch seltsam finde, Hose und Schuhe ist im Prinzip der gleiche Slot. Wenn ich quasi sage, hey, jetzt will ich ein paar Hose haben, kann ich keine paar Schuhe tragen. Leicht crazy. So, da unten ist wohl nix. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist so ein großes Gebiet hier, da muss noch etwas sein. Dass hier nichts ist, okay, vielleicht, aber hier einfach so für sich, da muss noch etwas sein. Okay, das letzte Felsen, gut. Ja, ich meine, es sind 3 Steinkreise, also ihr hofft eigentlich schon, also deswegen auch, oh, langsam Nacht. Nee, Mittag, hä? Oh, das reicht schon. Fies, war trotzdem nur einer. Okay. Zum Glück ist der Ausdauerbalken bereits voll. Sehr gut. Weiß ja gar nicht, ob wir heute in der heutigen Folge viele Schreine machen werden oder wir einfach uns vor allem auf die Suche machen. Kacke. Das war jetzt so nicht geplant. Da hat der Blöder zu wenig Ausdauer. Ich weiß aber jetzt noch zu wenig. Kurz warten. So. Ich wollte gerade sagen, Regen hier, wollen wir verarschen? Im Schneegebiet regnet es. Mhm. Vielleicht im Real Life, aber sich nicht mit dem Mio spielen. Aber dann Breath of the Wild ziemlich realistisch ist. So. Da ist ein Elch. Servus. Jetzt eigentlich recht in den Brüderfelsen, tatsächlich. Wow! Wo kommst du denn her? Deswegen ja das Feuerschwert. Das kann man nicht lassen, weil ich gerade irgendwie vermute. Das sieht doch... Was ist... Das sieht so seltsam creepy aus. Es ist aber keines der Fossile, das wir noch suchen müssen, oder? Muss ein anderes Fossil hier sein. Ist zwar riesengroß. Der Krog ist auch noch in Nähe. Also gut, ich meine, ich kann natürlich mal mal das Fotomodul zücken. Es sieht ja schon interessant aus, aber ich glaube nicht, dass da was dahinter steckt. Leider nicht. Drachenbeinsumpf, okay. Vielleicht doch. Es blubbert und blubbert. Was mein Gott, bin ich denn hier? Ah, voll hinten im Brüderfelsen, vorhin nichts gesehen davon. Das. Okay, das ist... Da ist der Wald. Moment. Naja, scheiße, geh nicht näher. Ist auf alle Fälle interessant. Irgendwas blubbert hier. Ja. Muss irgendwie ein Sumpf sein oder so etwas. Naja, egal. So, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Gesellschaft haben, nicht wahr? Deswegen erstmal holen wir uns Wolfi. Was? Willst du verarschen? Ist ihm zu kalt oder was? Wollte schon sagen. Hi, Kumpel. Achtung, Wolfi. So, da ist Tour Nummer 1. Da haben wir Bomben. Alter, ich krieg keine Rüstung. Was ist denn los? Habe ich irgendwie das Spiel glitscht oder so? Oder ist das sonst ein Bug? Das kann doch nicht angehen. Ja, ich weiß, ein Krog ist hier, aber... Will man ganz kurz auch machen. Ich meine, klar, Pfeile sind cool und so weiter. Da sage ich ja nichts dagegen, aber... Bin schon ein bisschen verwundert, dass der Rest davon nicht mehr kommt. Von den ganzen... Link-Klamotten, die uns dann noch fehlen. Und den ganz anderen Ähren. Ähren, das klingt irgendwie auch so seltsam.
Jetzt aber die schon wieder. Aber die ist ohne Haltbarkeit, oder? Ne, ist Angriffskraft plus 23. Aber ganz ehrlich, ich habe so viele Haltbarkeitsdinger, da lass das mal so. Den vielleicht auch noch. Wäre zwar auch eine Option. Ich habe so verdammt viele Königszweihänder. Dann werfen wir die weg. Aber ist schon sehr. Aber hey, der kann gar nicht sein. Ich meine, ich überlege gerade, als ich damals das Set von Twilight Princess vollständig hatte, da kamen die anderen auch noch. Also kam, glaube ich, noch ein anderes Set später. Danke, Rivali. Bighorn-Schwert. Alter. Okay. Also, weil wenn ich jetzt schon die ganzen Waffen von, ja, ihr versteht schon, die ganzen Ehren habe, dann nehme ich dann die Mitte, ist klar. So, tschüss. Das irgendwie, sobald ich ein Set komplett habe, die haben nicht mehr Krieg, ist auch Bullshit. Das kann gar nicht sein. So, das Bighorn-Schwert ist natürlich riesen fett, aber eigentlich hat es immer. Ah, nee, warte mal, das war ja das Langschwert, was zerbrechlich war. Die Zeitreiste, genau. Plus 19, ich meine, ist auch ziemlich Power. Grimmige Gottheitsschwert natürlich ist das stärkste von denen. Das sehe ich natürlich auch. So, aber sind die ganzen Zweihänder hier. Erstmal das hier. So. Mit Wolf im Gepäck auf große Abenteuerreise. Ja. Hey, wir haben ja ein Set voll. Von den Klamotten sehe ich ja auch ein, aber ich hätte die anderen trotzdem auch gerne verflixen zugehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Wolf, bleiben wir ganz kurz hier. Er kommt eh nachher nach. Also ist kein Ding. Das sind keine starken Gegner. Na klar, können sie abballern, aber pff, wozu? Wolfi, hier oben. Ein Krog ganz in unserer Nähe offenbar. Ich wollte ständig nachspawnen. So, hier ist er nämlich. Ja, also muss zugeben, es lohnt sich durchaus, dass man die Krog-Maske hat. Klar, ich meine, man müsste eigentlich viel intensiver nutzen und nachher wirklich intensiv auf die Suche gehen, aber hey, komm. So. Auch Rivali Sturm gerade nicht. Wolfi, ja, kein Bock mitzukommen, aber das wollen die gleich danach. Da unten ist noch so ein Vieh, aber der Shika-Sensor schlägt nicht aus. Oh. Wolfi, vor. Moment! So. Ja, weil ist ja ein feuerempfindliches Viech. So. Da ist nochmal einer. Ne, das ist ein anderer. Lange dauert es, bis ich getroffen werde. Sag mal. Wurde Wolf gerade gekillt? Haben Sie also gerade richtig gesehen? Nee, Gott sei Dank. Aua! Oh. Wolfi, wir gehen wieder. Kannst auch auf Epona, beziehungsweise Epona, auf Diamond reiten, aber hey. Ich
Irgendwie hat's was. Tschüss. Mit der Feuerwaffe einschlagen. Down sind sie. Und das da. Ein Ritterschwert, okay. Lass mich in Ruhe, hab keinen Bock auf euch. Er wollte so. Er hat's mir gesagt. Sag mal, Wolfi. Ist klar, schon wieder einer. Denk mir doch im Arsch, wieso ist der hier unten? Alter. Wolfi, da gehen wir nicht hin. Vergiss es, Alter. Wieso ist da unten ein silberner Lion? Das heißt, wenn ich nachher auf Master Mode stelle, wäre dann da ein Ding, wa? Dann wäre an dieser Position Markierung... jetzt auch ändern können, ich Trottel. Markiere es mal so. Dann ist danach ein goldener. Ja, weil ich werde zum Ende des Spiels sehen, vermutlich nachdem wir dann die Prüfung des Schwertes noch gemeistert haben, sprich Smash oder voller Stärke und so haben. Bevor ich nochmal gegen Ganon antrete, werde ich da wohl ziemlich sicher nochmal auf ganz schwer stehen, damit wir halt eben ein Ding antreten können. Tschüss! Mal gegen die Gold-Variante des Lionel. Das Lionel von mir aus. Okay, hier oben hat er was. Er muss hier oben sein, weil irgendwie... Sonst wäre ein bisschen doof. Ah ja, ist da oben. Also, wenn man da jetzt nach Grog suchen würde, würde ich sagen, der Part ist sehr, sehr erfolgreich. Aber eigentlich suche ich hier nach den Scheinen. Hat sie unten keine mehr? Crazy. Okay, heißt für mich jetzt mal da hoch, weil ich will auch eine gute Aussicht haben. Rivali, ich hoffe, du bist noch fit. Aber eigentlich müsste sie machen, nachdem ich auch die Ballade von Rivali abgeschlossen habe. Einfach nur, weil es... Ja, seine Fähigkeit schneller holen würde und so, oder wäre eigentlich praktischer. Aber, ja, geht auch so eigentlich ganz gut. So. Es ist zwar kalt, aber noch nicht so kalt, dass es schon auch meine Kopfbedeckung wechseln müsste. Es geht alles noch. Also ein bisschen gucken. Wo schlägt was aus? Das ist aber eine ganz normale Kiste oder was? Bombenpfeile, sehr schön. Kann man immer mal wieder gebrauchen. Das ist nicht ein fucking Ernst. Sollen wir da zurückfliegen? Hallo, Leute. Wow. Und ich habe Wulfi verloren. Okay, das war jetzt eine ganz, ganz bescheuerte Idee. Weil, eben, das können wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Wenn da oben zumindest irgendwie einen Schrein in der Nähe hätte, wäre es was anderes. So, machen wir es noch ein bisschen anders. Hier oben war ich schon, okay. Ich könnte jetzt eigentlich auch von hier nach da hoch, war, bis zumindest Rivalis Fähigkeit regeneriert ist. Also machen wir es so. Unfreiwilligerweise ein wahrer Krogjäger, war? Wir haben schon 108 von 900. Naja. Aber ja, ich kann glaube ich jetzt schon mal sagen, ich werde nicht mehr alle sammeln. Ob ich vielleicht ein paar Offscreen sammle, klar, aber ob ich das dann auch alles zusammen habe, bevor wir das Let's Play abschließen, das wird einfach stark, dass ich da noch so einen Drang dazu habe. Tschüss. Nein, Feuerschwert, darf's nicht zerbrechen. Dass man die Dinge nicht reparieren kann. Da steht mal so eine scheiß Tropfsteinhöhle, wa?
In eisig kalten Gewässern. Tja, mein Feuerschwert. Gut, hilft alles nichts. Wollte gerade schon fragen, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Aber ja. Der Mond ist schön weiß. Sehr gut, so soll es auch sein. Und vor allem auch bleiben. Jetzt bin ich hier. Kann ich wohl wieder rufen jetzt? Oder ist das, habe ich das vergeigt für heute? Ne, er kommt wieder, gut. Ist in seine Welt zurückgekehrt. In die Welt der Vergangenheit. Oh. Ich würde gerade sagen, wir nein, Wolfi. Okay, jetzt muss er schnell handeln. Wolfi war jetzt nicht so klug, was du getan hast. Oh, das ist ein Weißer. Okay, ist normaler, gut, da kann der Wolfi drum kümmern. Ja, komm nur, komm nur. Ganz vergessen, das können sie auch noch. So, jetzt aber. Nein, Wolfi ist nicht so klug. Haben wir bereits erledigt, krass. Ja, das tat weh. Hä? Lebt der andere noch? Wow! So. Ching, ching, ching! Ja, deswegen war auch die Frage doof. Lebt der andere noch? Ja, klar. Und wäre das nicht passiert. Jo, jetzt ist das, was ich befürchtet habe. Es ist zu kalt hier oben. So, das heißt, ich ziehe mir jetzt erstmal nach etwas rein. Hoffentlich etwas sehr Schmackhaftes. Die würde ich nämlich gerne Wolfi geben. Mache ich Ausdauer, aber auch ein bisschen Spurtmedizin. Die Kraftdinge sind in 3. Auch eigentlich auch nicht. Maxi Fleischspieße. Die mit dem Heal haben wir nicht mehr so viele, wa? Na klar, hier haben wir noch ein paar und so, aber. Ja, Anders geben geht ja gar nicht, wa? Ist Wolfi tot? Wolfi ist tot. Oh nein, aber wovon nicht hat er bis zum Schluss noch überlebt? Eine Königssilbade, cool. Da kann ich mir heute zumindest noch einen Schein entdecken, kann doch nicht wahr sein. Feuerlanze. Sehr schön. Eigentlich perfekt als Ersatz für ja, die andere Waffe. Das Feuerschwert, das er verloren hatte. Mal ganz kurz gucken. Ich habe noch ein paar Einhänder. Ich habe sogar ein Eisschwert, Donnerschwert. Okay, Maserschwert. Da ist klar. Gardeschwert, relativ stark noch. Noch 2 von den Dingern. Dann Garde Zweihänder. Ich habe die als Zweihänder. Den noch als Zweihänder. Und sind noch viele Zweihänder. Nehmen wir den mit, komm. Okay. Ja, überall erwähnt. Ziemlich kalt.
Der Chica-Sensor schlägt und schlägt nicht aus. Dafür sollte rein theoretisch die Krogmaske ausschlagen. Ja, müsste eigentlich. Habe ich irgendwo einen Stein, den ich brauchen kann? Danke! So. Wenn du so und dann komplett hoch will. Komm. Warum eigentlich nicht so? Das wäre Kälte und Kälte. Muss gleich noch das dritte Set anziehen. Aber wisst ihr, man fragt sich ja schon, wie kann so ein Set, ich meine, für Körper kein Problem, dass es wärmt. Die Hose auch, aber wie kann so eine Anti-Schneefeder den Kopf wärmen? Das frage ich mich. Wo ist die Logik? Klar, es ist optisch, passt es an und so, gar kein Thema, aber es wärmt doch nicht. Alter. Jo, ja, man hat echt eine fette Aussicht. Keinen einzigen Schrein entdeckt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. War ich ja schon mal? Ja, hier war ich schon mal. Toll. Normale Hühner, hier oben. In der eisigen Kälte. So ist ja normal. So, also wenn hier kein Krog ist, dann fress ich einen Besen. Ja, was mehr verwirrt ist, hier oben ist auch kein Schrein. Das muss ich eher zugeben, verwirrt mich extrem. Ich schwöre, hier wäre einer. Warte mal, ich fliege mal ganz hoch. Der Chica-Sensor müsste ausschlagen. Aber natürlich nur, wenn der Schrein offen zugänglich ist, also bereits an der Oberfläche ist. Ja. C'est la vie und so, wa? Scheiße. Wieso ist hier kein Schrein? Was mache ich falsch? Gibt es echt so viele Schreine? Oder kann doch nicht sein, dass die restlichen Schreine wir jetzt noch irgendwie suchen müssen? Was macht denn der da oben? Ja, lass Schneebälle runterfallen. Lalalala. Es kann nicht sein, dass die restlichen Schreine alle versteckt sind. Ich meine, es wären nachher ungefähr 30 Stück. Ein bisschen viel, oder? So, und das ist nur ein normaler. Den kann ich so platt machen. Da ist ein Wolf. Da oben müssten die kleinen Dinger sein. Sind das? Jo, das sind solche. So. Ein paar Saphire, da sage ich natürlich nie nein. Sag mal. Kann doch nicht sein, dass hier oben keiner ist. Aber hier oben ist garantiert, er weiß noch, dass hier oben einer ist.
Da muss einfach einer sein. Aber irgendwie keine Reaktion. Hey, ist hier oben so kalt, dass es gar keinen Schnee mehr gibt, oder was? Oder sieht es einfach nur so creepy aus? Ist das wie grüner Schnee? Hm. Sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Also man sollte ich nicht alle Schreine finden, klar, ist kein Problem und so, das verstehe ich, aber ein paar sind sich versteckt, aber einer in der Nähe muss doch sein. Vor allem auch was zum Teleport in der Nähe. Ja, aber auch da unten nix. Ich bin und bleibe verwirrt. Bin und bleibe verwirrt. Bergfuß der Erstarrung. Aha. Ne, warte mal. Ja. Denn ich glaube tatsächlich... Ja, da war ja echt keiner. Da hat jetzt irgendwie was in der Kopf gehabt. Was sind da denn für Gegner drin? Ah, warte mal, diejenigen, okay. Da habe ich jetzt auf die Karte falsch in Erinnerung. Da war doch eher da drüben. Aber da garantiert. Also hier oben ist garantiert, nein, da weiß ich immer noch. Warte mal. Sehe ich ihn da schon? Nee, da war was anderes. Obwohl, warum eigentlich nicht? Was ist jetzt sogar so meine Erkundungstour? Ist er da? Ja, eben, dachte doch, da drüben ist einer. Moment. Link, wir müssen anders machen. Nein, nicht so. Link. So, schon besser. Nein, lass mal los, Link. Was ist denn mit dir? Lass los, Alter. Ja, da ist er doch. Den haben wir vorhin mal gesehen, wenn ich in der Welt rumgeflogen bin, aber da hat er eigentlich noch viel mehr gesehen in der Nähe. Hui! Also, dass da vorne irgendwo auch ein Leune sein müsste. Voll zugeschneiter Schrein. Alter, leg mich am Arsch. So. Hier, Mew-Schrein. So, will mal sagen, Freunde, ist perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Wir haben da oben noch einen Schrein, wir haben dann noch einen zu machen. Für die nächsten Folgen, dann war hier doch die ganze Zeit. Aber hier müsste überall Wimmel von Schreien. Hey, ist echt so seltsam aufgeteilt? Ich meine, kann theoretisch sein. Theoretisch. Obwohl, hier ist eine Leune, war also schon ein bisschen was los hier. Egal, nächste Folge machen wir uns hier weiter auf die Suche. Müssen sowieso, also das Ziel ist eigentlich hier durchmarschieren, mehr oder weniger bis hierhin. Ne? Dann den aktivieren. Im Idealfall noch einen Schrein machen, weil die ganze Zeit irgendwie keine Schreine machen wäre auch doof. Muss ich mal sehr viel aktivieren und dann hier rüber. Aber im ersten Mal hier oben sind wir schon relativ viel gemacht, also von dem her. Das wird schon, Leute, das wird schon mit dem Krogsammler hier oben. Am kältesten Ort der Welt. Alter. Ist echt arschkalt. Tschüss.